Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir haben in der letzten Folge eine mega coole Stelle gefunden, und zwar diese hier. Und haben hier mehrere Schatzkarten gefunden, und ich habe gedacht, wir machen uns in dieser Folge auf den Weg, um mindestens einen, vielleicht sogar zwei Schätze zu finden. Das Problem ist, ich brauche für das ein Bötchen. Also gehe ich jetzt mal davon aus. Darum klaue ich mir jetzt da einfach ein bisschen Holz. Ich komme da gerade irgendwie ein bisschen umeinander wie nichts, so. Das sollte eigentlich schon lange. Oh Mann, ich habe das Inventar voll. Jetzt müssen wir mal schauen, was ich wegtue. Tun wir das weg. Tun wir diese hier weg. Okay. Dann haben wir ja unsere Werkbank dabei. Wir müssen mal schauen. Wir haben jetzt schon so viele Sachen dabei, dass ich gar nicht weiss, was ich mitnehmen will, was nicht. Aber ich glaube, da die Steine können wir wegtun. Das verfaulte Fleisch können wir dann sonst noch wegtun. Also wir haben noch ein paar Sachen, die wir sonst dann auch noch wegtun können. Hey, was ist das? Ah, dass ich einen Block machen kann. Das ist auch neu, hä? Okay. Ich brauche ein Boot. Wir brauchen das Bötchen. Jetzt muss ich aber nochmal schnell schauen, wie genau dass wir das mitmachen. Wenn ich das finde, bin ich da. Ah, einfach so Holz. Okay, dann tun wir das schnell mal da. Zack. 28, das sollte eigentlich lange. Wo haben wir da wieder das Bötchen? Nein, nicht diese, sondern... Hä? Also gut, ich weiss, wie wir es machen. Dann machen wir es da allein. Zack. Die zwei müssen weg. Dann haben wir da nämlich ein wunderschönes Bötchen. Und so können wir uns auf den Weg machen. Um die erste Schatzkarte zu erkunden. Und zwar würde ich sagen, wir machen mal diese hier. Wir sehen, wir sind ganz weit unten am Ecke. Und darum würde ich sagen, wir benutzen unser Bötchen und gehen auf eine Reise. Auf eine ganz weite Reise. Zum Erforschen von der Schatzkarte. So. Ich glaube, ich weiss nicht, ob wir da durch das Wasser komplett durchkommen. Aber es sieht schon danach aus, dass wir da nicht so plus minus nicht gefangen sind. Aber wir sind irgendwie wirklich weit weg von dem Punkt, wo wir ran müssten. Wir sind nicht in der Nähe. Also wir sind ganz weit unten im Ecke und ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt schon in die richtige Richtung gehen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn wir irgendwie an einem Meer landen, dass wir schon mal gut dran sind. Was ist das? Ein Schiff! Hey, wir finden eins nach dem anderen. Was ist los? Jetzt haben wir wieder ein Schiff gefunden. Also so am Wasser finde ich immer hure viele Sachen. Also mega viele Sachen. Ich glaube, für das tun wir jetzt mal schnell ein paar Sachen schon aus dem Inventar raus. Wenn ich da runter will, zack, so jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Die Steinachse können wir wegtun, die brauchen wir auch nicht. So, dann gehen wir gerade mal schauen, ob wir da wieder ein paar Kisten finden. Vielleicht finden wir nochmal eine Schatzkarte. Also wenn wir nochmal eine würden finden, dann ist es langsam schon fragwürdig. Da können wir schnell atmen, cool. Da haben wir wieder eine Kiste, Papier und nochmal eine Schatzkarte. Jawohl! Wir haben schon 4 Schatzkarten gefunden. Das sagen wir doch auch nicht nein. So, dann haben wir nochmal eine. Zack. Lederhose brauchen wir nicht. Den Rest brauchen wir nicht. Okay, dann sollten wir ganz kurz schnell mal Luft holen und jetzt schauen wir da vorne noch drinnen. Ich weiss halt noch vom letzten Mal, wo wir das Schiff sind untersuchen, wo circa sollten die Stellen sein, wo es etwas hat. Also da unten hat es etwas, da hat es etwas, dann sollte jetzt eigentlich da oben drinnen noch etwas sein. Das holen wir aber in Luft. Gott sei Dank ist es so nah oben, an der Oberfläche, dass wir nicht gross umsuchen. Ich muss da schnell durch. Bauen wir das jetzt mal schnell ab. Hä? Aber doch, gehst weg. Hat es da nochmal eine Kiste? Ja, wir müssen nochmal schnell Luft holen. Also es kann ja maximal 3 Kisten haben. Da oben drauf sehe ich ja keine. Wir haben unten durch direkt 2 gefunden. Das heisst, wenn wir nochmal eine finden würden, dann müsste die eigentlich da in der Vorderkabine drin sein. Da hat es nichts. Warte, wir probieren dann mal schnell ein bisschen die Erde wegnehmen. So, nein, ich glaube, da hat es wirklich keine Kiste mehr. Das wäre es in dem Fall gewesen. Okay, dann haben wir nochmal ein Schiff gefunden. Supidupi. Hat es da wirklich keine mehr? Also wir haben hier unten jetzt eine gefunden, wir haben hier hinten eine gefunden. Also wenn, dann müsste wirklich eine noch da vorne drin sein. Wenn, dann müsste da vorne noch eine drin sein. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe mein Bett vergessen. Ich habe nicht überlegt. Könnte es sein, dass da noch eine verbuddelt ist? Man buddelt da noch schon ein bisschen aus. Sieht nicht danach aus. Ich glaube, da hat es wirklich keine mehr. Und jetzt weiss ich nicht mehr, wo unser Dings war. Wo unser Bett. Das heisst, wir müssten, wenn, vielleicht... Oh, jetzt habe ich gerade all die Sachen drauf genommen. Wir haben jetzt... leere Karten. Was wollte ich mit einer leeren Karte? Oh! Hä?
Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich habe eine leere Karte gefunden und jetzt sind wir plötzlich da am... Okay. Dann machen wir uns weiter auf den Weg zum Suchen vom Schatz. Irgendwie sieht es eben aus, als müsste ich durch den Dschungel durch, um da hinzukommen. Ich weiss aber nicht... Ich kann mich sehr schlecht orientieren. Da haben wir Zombies, Skelette. Ich glaube, wir können auch durch die Nacht durchrudern. Ich glaube, das macht jetzt nicht so viel zu der Sache. Das Coolste wäre, wenn wir irgendwie ans Meer raus würden kommen. Ich glaube, dadurch würden wir wieder in den Dschungel reinkommen. Und es zeigt mir immer noch nichts an, in welche Richtung das wir müssen. Es wird wieder richtig lustig, das etwas zu finden. Aber ich glaube, am besten ist, wenn wir einfach mal irgendwie ans Meer würden kommen. Ich glaube, da ist schon fast wieder Endstation. Komm, dann gehen wir mal da schnell raus. So, dann müssen wir das Bötchen mitnehmen. Ich glaube, ich habe da wieder Sachen drin. So, zack. Dann nehmen wir das Bötchen wieder mit. Schade, dass mir auf der Karte nicht anzeigt, in welche Richtung dass ich am besten gehen soll. Ist auch ein bisschen schade. Aber ich glaube, wir könnten unser Bötchen direkt wieder hier auspacken. So. Komm, lass mich rein. Jetzt hockt er mein Bötchen rein. Jetzt hocken beide in meinem Bötchen drin. Haben wir eine Tour machen? Ich sage nichts dazu. Okay. Okay, von mir aus. Dann hocken doch hier ins Bötchen rein. Ich glaube, die wollen den Schatz von uns klauen. Die haben mir einen Blick auf meine Schatzkarte geworfen und gefunden, den holen wir uns. Den holen wir uns. So. Wir gehen jetzt einfach mal wieder einfach in die Richtung, in der Hoffnung, dass wir in die richtige Richtung gehen. Sonst können wir auch mal schauen. Hat es dort schon wieder ein Schiff? Was ist das dort? Gehen wir mal güchseln. Gehen wir mal Lucky machen. Aber es sieht schon wieder nach einem Schiff aus. Also wenn wir jetzt nochmal eine Karte finden, dann bin ich langsam überfragt. Nein, das sieht einfach aus wie... Doch, ein Schiff. Es ist nochmal ein Schiff. Oder? Ich glaube, das ist ein Schiff im Sand drin. Ich glaube, das ist ein Schiff im Sand drin. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das ignorieren wir mal. Einfach weil Abend ist und ich jetzt keine Lust habe, da gegen die ganzen Gegner zu kämpfen. Wir sehen da schon die Wasserleichen, wo wir da wieder hinten nachkommen. Wir ignorieren das Schiff, sonst müssten wir wahrscheinlich alles komplett rausbuddeln. Wir machen uns auf die Jagd weiter zu unserem Schatz. Wir suchen unseren Schatz. Und sonst müssen wir mal schauen, ob wir eine andere Karte haben, die vielleicht näher wäre. Dort unten hat es Licht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so am Strand, so am Meer, findet man recht viele Sachen. Also ich bin mega fasziniert davon. Aber da unten sehe ich schon wieder irgendetwas. Da könnte es dann auch wieder eine Kiste haben. Ja moin. Ja moin. Schauen wir mal. Aber es sieht auch wieder so aus. Als wäre da unten... Das sieht aus wie so ein Hütli. Sollen wir mal versuchen reinzugehen? Ich mache einfach ehrlich gesagt mega Sachen so ungern unter Wasser. Einfach wegen meinem Atem. Aber wir könnten mal probieren. Oder einfach mal güchseln. Wir können ja einfach mal güchseln. Hä, wieso ist mein Schwert jetzt in dieser Hand dort? Sollte eigentlich umgekehrt sein. So. Komm, zack und... Oh, ich rutsche auf der Miese, richtig. So. Ich höre da irgendetwas sprudeln. Da hinten haben wir nochmal einen Zombie. Töten wir! So, nice, da haben wir das. Was tönt das so komisch? Sind das die unter Wasser? Oh, das sind alles Unterwasser-Zombies da. Ja, moin! Da würde es richtig gut kommen, wenn wir da versuchen, da oben zu gehen, hä? Dann probieren wir etwas anderes. So, alle zusammen. Zack. Dann töten wir euch nämlich schnell da. Das sind etwa 5-6 Stück oder so. Dann können wir euch nämlich alle schnell von da aus töten. Das sind sogar mehr. Und da unten mir sehe ich gerade eine Kiste. Genau unter uns. Die schnappen wir uns. Und für das müssen wir zuerst mal alle töten da. Kommt. Kommt. Ah, nein. Nicht reingehen. Kommt. Das sind hure viel. Wieso hat es da so viel? Ich kann ein Auto liegen, das Abend ist. Also ich finde unsere Strategie gerade gut, aber ich mache da glaube ich nochmal 2 mehr auf. Wir müssen dann da sowieso geradeaus runter, um an die Kiste anzukommen. Der hat eine Angel. Wieso hat der eine Angel in der Hand? So, nice. Komm du noch. Jetzt sollte es langsam alle gewesen sein. Und jetzt müssen wir nochmal schon das Inventar leeren. Zack.
Zack. Weg mit dir. Komm, das tun wir auch weg. Von dem Zeug haben wir alles genug. Verfaultes Fleisch können wir auch weg tun. Haben wir alles genug. Die Stückchen behalte ich mal. Das sollte ich... So, das tun wir mal weg. Und jetzt versuchen wir mal runterzugehen. Oh, und gerade unter uns hat das Kistchen. Gehen wir mal reingüchseln. Kohle. Und nochmal eine Schatzkarte. Wir finden eine Schatzkarte nach dem anderen. Unglaublich. Oh nein. Ich muss da drinnen bleiben. Das ist jetzt ein bisschen dumm mit dem Auftauchen wieder. Ausser ich versuche jetzt hier runterzutauchen. Da sollte es gehen. Gehen wir da mal schon reingüchseln. Vielleicht haben wir da noch irgendein Schätzchen, das auf uns wartet. Was ist denn das für ein geiler Boden? Was ist denn das für ein geiler Boden? Und nochmal eine Kiste. Ein bisschen zack. Weizen, das nehmen wir doch mit. So, und jetzt müssen wir schnellstmöglich da wieder rauskommen. Oh nein. Runter. Komm, rauf. Verarsch mich nicht. Ach, ich hasse so Unterwassersachen. Wir haben 5 Schatzkarten gehabt. Ach, ich habe gerade keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ach, jetzt hat es mir gerade ein bisschen die Laune verdorben. Oh Jägeli. Egal was wir machen, ich sterbe. Ich bin einfach zu dumm für alles. Wir haben so viele Schatzkarten gehabt. Und ich habe schon wieder alles verlöhlt. Oh Mann, hey. Ich weiss gerade nicht, was wir machen wollen. Ich habe mich jetzt so darauf gefreut, die Schätze zu suchen. Aber das ist so weit weg, ich finde das nicht mehr, wo wir waren, wenn ich ehrlich bin. Das ist... Okay, dann versuchen wir dann, machen wir noch mal ein bisschen Rüstung für uns. Material verblödeln. Ah Mann, jetzt habe ich wirklich gerade ein bisschen die Lust und die Laune verloren. Wir haben so viele coole Sachen gehabt. Wir haben 5 Schatzkarten gehabt, wir haben eins nach dem anderen gefunden. Ich bin jetzt einfach am Überlegen, ob wir nochmal irgendwie einfach in eine Richtung geht, zum Weiterschauen. Aber irgendwie... es ist ein bisschen anstrengend. Was ist denn da drin? Ah, da sind ein paar Kartoffeln. Nehmen wir mit. Oh, Leutlis, ich weiss jetzt gerade nicht mehr, was machen. Was machst du in dem Keg drinnen? Hey! Und du haust einfach ab? Töten wir dich auch. So. Meine Laune wird dadurch jetzt gerade nicht besser. So, was haben wir da? Da haben wir nichts mehr drin. Dann wäre ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir uns das nächste Projekt stellen, dass wir nochmal etwas bauen. Weil das kommt mir nicht so todhaft vor. Ich fühle mich jetzt einfach so dumm, weil ich jetzt einfach zu lange unter Wasser geblieben bin. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so stecken bleiben und... Ah, Mann! Jetzt bin ich einfach im Überlegen, ob wir nochmal ein Boot nehmen und einfach nochmal rausfahren, irgendwo hin. Zum nochmal schauen, ob wir etwas finden. Wie bist du auf mein Gelenk gekommen? Du bist doch so... So, stirb. Solilama. Solilamas. Die nehmen wir jetzt zu uns, die Lamas. So, ich wollte die nicht so herrenlos rumstehen lassen. So. Mikro. So, dich binden wir jetzt einfach mal da am Pfosten. Und du läufst auch gerade mit. Okay, das finde ich ja flott. Und dich tun wir da am Pfosten. So, willkommen in meinem Zuhause. Ich darf gerne da bleiben. Das heisst, wir müssen bald eine Lama-Farm bauen. Wir haben 2 Lamas. Und sie hat mich ausnahmsweise mal nicht angespuckt. Juhu. So, jetzt müssen wir... Wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt einfach mal schon die Felder. Wir füttern Kühe füttern. Wir machen einfach mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Jetzt kommen wir die Bier ein bisschen in den Weg sogar. Jetzt kommen wir die Bier ein bisschen in den Weg. Dann machen wir einfach diese Seite mal. So, dann können wir nämlich nachher Kühe füttern. Dann können wir uns nochmal gemütlich ein bisschen Brot machen. Und dann muss ich wirklich mal überlegen, was wir als nächstes machen. Leck, hat mir das gerade ein bisschen meine Laune verdorben. So, machen wir einfach bis da. Dass ich das Lama nicht aus Versehen schlage. Leck, hat mir das gerade meine Laune verdorben. Unglaublich.
Ach, und ich habe einfach keinen Plan, was ich als nächstes machen will. Ich habe mich jetzt so drauf gefreut. So viele Schatzkarten, eine richtig lange Reise. Von nichts aufhalten lassen. Einfach frei sein und gehen. Aber nein. Ich verbocke es mir selber in dem, was ich ertrinke. Gut, ist auch ein bisschen witzig. Ich ertrinke einfach. Ich hätte durch alles Mögliche können sterben. Nein, ich ertrinke. So, brauchen wir noch ein bisschen mehr Samen. Nachher können wir gerade mal schnell unsere Kühe füttern. Dann können wir nämlich unser Leder vermehren. Kartoffeln lasse ich jetzt sogar mal da, weil ganz ehrlich, wir haben so viel. Wir haben so viele Kartoffeln, ich lasse die Felder jetzt einmal. Wir könnten dann mal schauen, dass wir sonst als nächstes mal unser Haus erweitern. Weil ich will da unbedingt mal noch eins gegen raus bauen. Dann könnten wir nämlich die Felder noch ein bisschen über verweitern. Ich hoffe, das sieht dann auch gut aus mit dem Portal, aber ich denke, das wird eigentlich schon gut kommen. Dann müssen wir nämlich hier die Bäume wegnehmen, dann tun wir hier wie so einen Überhang machen und dann tun wir hier nochmal ein Feld ziehen. Nein, jetzt habe ich ja meine Melonen noch verloren, stimmt. Jetzt habe ich ja noch meine Melonen verloren. Ich kann nämlich ein Melonenfeld machen, ich hätte das nämlich noch cool gefunden. So, wir füttern mal alle schnell durch. Wir füttern mal schnell nochmal alles durch, da, was wir sehen. So, wir brauchen noch Leder und dann wünsche ich euch schon wieder einen absolut schönen Tag. So. Wenn wir wirklich schauen, wir langsam übernehmen, glaube ich, das Schäfli. Nein, das Schäfli übernehmen noch nicht die Oberhand. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. So, dann gehen wir mal schnell bei unserer Zuckerrohrfarm schauen. Dann gehen wir noch schnell bei unserer Zuckerrohrfarm schauen, was wir da so haben. Dann müssen wir da durch. Dann schauen wir mal schnell. 31. Es geht vorwärts. Es geht vorwärts. Langsam, aber es geht vorwärts. So, jetzt haben wir einfach noch 2 Lamas. Jetzt weiss ich nicht, was ich mit denen machen soll. Soll ich die einfach mal da dran lassen? Weil die einfach mal da dran. Solange sie mich nicht anspucken, ist eigentlich alles in Ordnung. Dann würde ich sagen, was ich nämlich auch schon lange machen wollte, was wir machen. Zack, zack. Wir könnten nämlich jetzt mal noch ein paar Ampeln verteilen. Warte, das kann ich eigentlich gerade wieder hier verräumen. Da ist... zack, so. Dann können wir nämlich noch ein paar Ampeln aufstellen. Also, ja, Ampeln. Auch gut gesagt. Ein paar Laternen. Die Frage, wie viel Abstand soll ich lassen? Soll ich immer so 4 oder 5 Abstand lassen? 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, wir machen so 7. Wie viel haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dann würde ich sagen, machen wir 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dann müsste ich aber genau noch da eins anstellen und das wollte ich nicht unbedingt. Kann ich das irgendwie so machen? Nein, nicht so. Dann da oben drauf. Und dann da drauf noch eins tun. Komm jetzt, das schaffen wir. So. Dass wir irgendwie das so machen. Ich weiss nicht, ob das gut aussieht, wenn ich das so mache. Aber dafür ist ist der Platz schön beleuchtet. Noch ein bisschen. Zack, okay. Und dann irgendwie 7 Abstand und dann nochmal anmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann würden wir da eigentlich nochmal einen anmachen. Dass es nicht allzu viel aufs Mal sind. Dann schauen wir, dass wir nämlich jetzt ein bisschen ausschmücken, unser Dörfli da. Uppa, so. Ich weiss nicht, ob das gut aussieht, wenn ich das so da mache. Aber wir lassen es jetzt mal so. Wir lassen es jetzt einfach mal so. Da würde ich aber gerne auch noch ein paar Laternen anmachen. Ich weiss nicht, ob ich sie gerade da an soll machen oder wenigstens wenigstens einen Abstand. Dass wir wenigstens so einen Abstand würden lassen. Dass es nicht zu nah aufeinander ist. Oder soll ich sogar da drauf bauen? Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Aber ich glaube, das sieht dann auch so ein bisschen eingequetscht aus. So, oder? So, oder? Jetzt könnte man uns eben überlegen, ob wir es da drauf auch noch stellen, aber ich weiss nicht, ob das dann zu viel wird. Nein! Nicht so. Aber ich meine, anstatt Fackeln, ne, könnte man jetzt das wirklich so machen. Dass wir jetzt zack und... Ah, Mann! So. Ach, komm jetzt. So. Ach, ich bin doch einfach nicht mehr zu gebrauchen. Ich bin so zerbrochen. Ich bin so enttäuscht von mir selber. Darauf müssten wir auch noch irgendwie Licht machen. Da weiss ich aber halt noch nicht ganz genau, wie ich es machen will. Wir könnten natürlich ganz immer an den Ecken raus, könnten wir jetzt so eine anstellen, so eine Laterne. Aber ich glaube, das würde auch nicht gerade gescheit aussehen.
Ich bin mir da ziemlich unsicher, ob das gut aussehen. Ich würde sagen, probieren geht überstudieren. So. Dann machen wir gerade schon überall 2 an. Dann kann ich nachher in Ruhe einfach meine Laternen verteilen. So. 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 Und... komm jetzt! So. Nice, okay. Frage, ja... Da sind wir halt eins so gegen vorne gegangen, das sieht nicht so gut aus. Wir hätten auch hier nochmal so Laternen anstellen können. Aber ich glaube, dann sieht das ein bisschen eingequetscht aus. Cool wäre, wenn wir auf der Brücke selber noch irgendwie Licht bekommen. Nein, es sieht verdammt komisch aus. Es sieht komisch aus. Das sieht komisch aus. Das kann ich nicht so stehen lassen. Das kann mir nicht so stehen lassen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich kann es mir schöner hoffen. So. Dann machen wir das noch schon weg, das noch schon weg. Und ich glaube, ich tue einfach ganz am Anfang von der Brücke einfach mal schon 2 an. Damit das dann ein bisschen beleuchtet ist. Nachher fehlt dann nur noch der andere Weg dort. Dass wir irgendwie da noch schnell so... Oder soll ich es genau auf die Brücke rauf machen? Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Dann machen wir so. Probieren wir mal, ob es gut aussieht. So. Und dann haben wir nämlich noch einen. Der Rest müssen wir dann wieder craften. Ah Mann, okay. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich habe es doch verstanden. Darauf kann man aber nicht kumpen. He? So, okay. Dann haben wir schon mal wieder ein paar Laternen verteilt, dass es am Abend ein bisschen angenehmer aussieht. Ist doch einmal was. Da tun wir dann auch noch ausleuchten. Ja, so finde ich es noch völlig okay. So finde ich es noch völlig okay. 2 Stück brauchen wir noch. Das würde ich nämlich noch gerne machen. So. Nice, okay, ich habe es gerade beim ersten Jump geschafft. Oh mein Gott. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber an der Stelle würde ich mal sagen, ich danke vielmals fürs Einschalten. Tut mir leid, dass ich gestorben bin. Scheiss mich selber an. Ich will so gerne die Schätze suchen. Aber vielleicht überlegen wir uns ja in der nächsten Folge nochmal losgehen. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, was wir gerne als nächstes machen. Dumm gelaufen, aber wenigstens weiss ich, dass ich nie mehr so sterben werde. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde Minecraft mit am Schweiz. Danke vielmals und ciao.